gehasst, verdammt, vergöttert und geliebt. Ein Raunen zieht durchs Land, weil Bayern München wieder siegt. Das sind Blitzlichtbengalen zwischen rot-weißen Fahnen. Gegner müssen zittern, wenn die Roten auswärts fahren. Das sind 72 Fackeln. Ich steh unten im Block, mitten bei den Jungs und umringt von den Cops. Umringt von Gegnern, die den Meister so hassen. Das ist Bayern München, der Meister aller Klassen. Euer Hass ist unser Stolz, meine Stadt, für die ich lebe. Das ist München 089. Spür den Südwind, der jetzt dreht. All der Sport, all den Neid, ich bin's als Münchner schon gewohnt. Ich steh hinter dem Verein und flieg, wenn's sein muss, auch zum Mond. Denn keine Straße ist zu lang und auch kein Weg ist zu weit. Reise mit in jedes Land und schenke Bayern meine Zeit. Und die Fahne weht im Wind, rot wie Blut, weiß die Schnee. Das ist Münchens wahre Liebe, das ist unser FCP. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Platz 1 in Europa, von ganz Deutschland gehasst. Ich bin Münchner, seit ich denke, und auf alles gefasst. Ich bin 28 Jahre, war mit 11 schon dabei. Olympiastadion Südkurve, Block U2. Euer Rot, arrogant, einfach typisch für Minger. Von oben herab, wir sind Münchener Kinder. Verachtet den Kommerz und ich hasse den Erfolgsfan. Lebe dein Verein, auch wenn Schmerz deinen Kopf senkt. Ich lebe meine Stadt, weil dieser Junge einfach stolz hat. Das erste Mal geschlagen für den Club, das war am Bolzplatz. Ich wasche meine Hände, wisch das Blut vom Gesicht. Denn mein Tag geht erst zu Ende, wenn das Flutlicht erlischt. Der Support ist mein Leben, ich geb alles für die Stadt. Lebe ultra, liebe München und vertrete deine Stadt. Mach das Maul jetzt auf und sing, die ganze Kurve klatscht mit ein. Für die Südkurve München, meine Stadt und mein Verein. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass, euer Neid, euer Blick macht mich selbstbewusst. München, das Beste ist meine wahre Liebe. Guck, die Fahne weht rot-weiß, unser Bund wird niemals sinken. Spitzenreiter Platz 1, für von hinten winken. Die Fahne weht im Wind, es bleibt rot-weiß für immer. Ey, BMC, ich mach Musik für die Spinner, die Musik für die Assos, die nach 10 Bier noch grad gehen. Und in Liga 4 auswärts hinter ihrer Stadt stehen. Musik für die 0, für die 8 und die 9. Ey, BMC, ich bleib der Stadt immer treu. Musik gegen Willkür, gegen Stadionverbote. Das betrifft auch Schwarz-Gelb, Weiß, Blau und Rote. Ey, BMC, ja man kennt mein Gesicht. Dieser Typ, von dem die Ultraszene bundesweit spricht. Ich trage wahre Liebe, meine Stadt und mein Verein. Das ist Bayern, München, ja so wird es immer sein. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist bayerische Erde, der Tag, an dem ich wecke, ist der Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist rot-weiße Erde, Bayern meine Liebe, bis zum Tag, an dem ich sterbe. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Euer Hass ist unser Stolz, euer Neid ist unser Ruhm. Die 4 Sterne sind das Gold, das hat mit Bayern was zu tun. Das ist München. Das ist München. Glück auf erstmal an die Mara und einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag, wie auch immer. Wünsche ich euch, wa? Erstmal hier. Guck mal, ich bin leicht verpixelt. Die Dose ist leicht verpixelt. So. Ich muss mir mal ein bisschen... Oh, wenn ihr nichts hört, ich höre übrigens ein bisschen irgendwas im Ohr, weißt du? Top vorbereitet wäre der Mann. Wenn man eher so einen Zacken hört. Gut, wie geht's euch? Dirk, altes Haus. Was machst du beim Bayern-Talk? Bist du Fußballfan, oder? Freue mich natürlich. Freue mich über jeden, der hier ist. Aber es gibt kein Gameplay jetzt. Gibt jetzt so Stunde, anderthalb, ein bisschen Geschnacksel. Später gibt es noch ein bisschen Gameplay, nach dem Essen dann. Aber jetzt kümmern wir uns um Fußball. Ich würde sagen, wir fangen mal, bevor wir mit dem Bayern-Spiel anfangen, gucken wir uns mal so die bisherigen Ergebnisse an. Ne?
Jetzt wir mal einen smoothigen Einstieg haben. Können wir ja auch mal direkt hier mit der... Warte. Der Zagos Community reinstarten, oder? Oh, die Cam ist natürlich auf der falschen Seite jetzt. Wer ist da wohl schuld? Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir gefixt. Zack. So. Erster Spieltag, Alter. Ist aber noch nicht viel passiert. Was heißt noch nicht viel, aber... Ich meine, der Zagos steht schon wieder da, wo er hingehört. Ja, siehst du, Dirk? Sag ich doch. Geht direkt los. Ich habe schon 5 Minuten Vorspann, Rico. Dirk, hau rein, bis später. Ja, na sicher. Was ist denn los? Gesponsert vom FC Bayern. Was ist denn los? Ich bin hier komplett gesponsert, der Tor. Ah. Schön wär's. Gut, bevor wir zu unserem Spiel kommen, 8-0, gehen wir gleich drauf ein. Bremen-Hertha hätte ich so nicht erwartet, wie man an meinem Tipp sieht. Ich hätte die Bremer schon ein bisschen stärker eingeschätzt, beziehungsweise Herthaner ein bisschen schwächer. Ich habe natürlich nichts gesehen vom Spiel. Wir können aber mal hier rüber zappen. Also ich habe von keinem Spiel was gesehen, außer von unserem, ja. Nur um das schon mal klarzustellen. Wir gehen nur ein bisschen auf die Ergebnisse ein. Kann natürlich sein, dass Bremen hoch überlegen war und Hertha irgendwie 4-mal aufs Tor geschossen hat. Von daher werden wir mal hier rein zappen. Da sehen wir ein paar Statistiken. Ja. Wie Schüsse aufs Tor und so ein Scheiße. Wie man sieht, sieht das eigentlich sehr ausgeglichen aus, muss ich sagen. Naja, ist ja auch wurscht. Wir sagen, wir gucken uns einfach die Ergebnisse an und gut ist. Grüß da mal den Uli und den Thomas. Ja, macht das auch mal. Und vor allen Dingen den Brazzo. Rico, was ist denn da los? Ja, wie gesagt, hätte ich es doch nicht erwartet. Bremen, gerade, ich weiß gar nicht, ob da Fans waren in Bremen. Durften da Fans rein? Läuft bei dir beim Tippen. Maxi, ja sicher läuft bei mir beim Tippen, Alter. Bin Meister, Gottfaser. Weiß ich, nächstes Spiel da schon wieder auf dem letzten, Alter. Köln-Hoffenheim habe ich natürlich so erwartet. Aber wie ich gelesen habe, haben die Hoffenheim mal ein bisschen Glück gehabt, oder was? Aber wie man an meinem Tipp sieht, 1-2 haben wir das so erwartet. Frankfurt-Bielefeld 1-1, ja, haben wir natürlich auch erwartet. So ein bisschen Euphorie von Bielefeld beim Aufsteiger und so, ne, ist ja ganz normal. Stuttgart-Freiburg, ja, habe ich als einzigster auch so erwartet. Weiß nicht, warum man immer die Freiburger so schlecht sieht. Klar, Derby so ein bisschen, weißt du, aber hey, Leute, das ist der Streich einfach, weißt du. Union Augsburg hat mich überrascht, obwohl ich ja schon gesagt habe, ich sehe die Augsburger ziemlich gut diese Saison. Aber ich hätte gedacht, Union mit Fans zu Hause, ja, schlechter Einstieg für Union, wa? Würde ich mal sagen. Ich denke mal, das sind so die Heimspiele, die man schon gewinnen sollte, wenn man nicht irgendwie da unten rumkraxeln will. Dortmund-Gladbach, klare Sache, Alter. Ich habe den Gladbachern sogar noch ein Tor zugetraut. Asche auf mein Haupt, Alter. Gladbach ist einfach ein Punktelieferant gegen Dortmund. Fertig aus, ist so. Ist manchmal ein bisschen enger oder manchmal weiß ich nicht, aber im Endeffekt kriegen die einfach keinen Fuß auf den Boden gegen Dortmund, Alter. Ist traurig, aber wahr. Ist enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Ja, nachher haben wir noch um Leipzig gegen Mainz. Denke ich, klare Geschichte, wa? Wo die Mainzer immer mal für eine Überraschung gut sehen, aber ich glaube nicht. Wolfsburg-Leverkusen ganz schwer einzuschätzen. Ganz, ganz schwer, Alter. Weiß ich nicht. Das ist so. Da kann alles passieren, ne? Brazzo kann mir gestorben bleiben. Was ist denn da los, Rico? Hertha hat einfach gegen Bremen gespielt. Die reißen auch nichts diese Saison. Naja, wir werden es nächsten Spieltag sehen. Ist Not gegen Elend. Schalke gegen Bremen, Alter. Da schauen wir mal, was da passiert, ey. Brazzo kann mir gestohlen, weil er eiert mir zu viel rum momentan. Müssen mal auf den Tisch hauen. Bei David. Ja, also das ist ja eine, ich denke mal, da ist doch, die Fronten sind klar, oder nicht? Habe ich ja im letzten Talk schon was gesagt. Sagen wir gleich aber auch noch was zu. Können wir gleich mal auseinandernehmen, das Ganze.
Schwesterherz, was los? Glück gehabt mit deinem Start. Pff. Wo bist du denn? Sag ich jetzt mal nix so, oder? Sei froh, dass der Rico nicht getippt hat. Schalke Bremen Topspiel nächsten Samstag. Definitiv, Alter. Mit seiner geht's um den ersten Abstiegsplatz. Gut, ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein, Alter. Das ist ja ein bisschen blöd, ja. Ich bin zu hell, ich muss mal den hier minimieren. Warte mal. Was soll man groß sagen, Alter? 8-0. Und ich fand noch nicht mal, dass wir so richtig geil gespielt haben, oder? Start immer erst später durch, ja, ja. Ich habe leider das 5-0 oder so habe ich nicht gesehen, weil ich musste leider arbeiten. Den Rest habe ich aber gesehen. Also von daher können wir da ein bisschen was zu sagen. Und sagen wir gucken einmal die Statistiken durch. Ballbesitz, ja, ist so noch relativ wenig für uns sogar. Abseitsstellung interessieren uns nicht. Fouls 11, 12, Zweikämpfe, ui. Ja, zweite Halbzeit waren die Schalker ein bisschen giftiger, wa? Die erste Halbzeit war ja gar nichts, Alter, muss man ja mal sagen. Schüsse insgesamt 5. Ich habe keine Ahnung, was da zählt. Die irgendwelche Schüsse Richtung Eckfahne auch zählen. Auch bei uns 21, keine Ahnung. Schüsse aufs Tor 11-1. Sagt eigentlich alles aus, denke ich. Ecken 9-2. Ecken waren graus bei uns. Ich habe nicht eine gute Ecke gesehen. Wenn wir irgendwas kritisieren müssen, ich meine, beim 8-0 muss man eigentlich nichts kritisieren, aber Flanken 12-2, ja. Gewonnene Zweikämpfe, muss ich sagen, überrascht mich gerade, dass ich Hernandez da oben lese. Hätte ich so nicht erwartet. Kimmich habe ich erwartet, Müller auch. Müller war erste 20 Minuten echt schwach, ne? Habe ich mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Aber dann ist der Müller, dann ist er ins Laufen gekommen. Er musste erstmal ein bisschen, glaube ich, so den Urlaub austraben. Was der Levi nicht geschafft hat. Na, Levi war echt schlecht. Also, hätten wir einen richtigen Stürmer auf dem Platz gehabt, wären die Schalker definitiv zweistellig vom Platz gegangen. Allein erste Halbzeit hätten wir locker 3. Der 3 hätten wir mehr machen können. Also, was der Levi da verstolpert hat, Alter. Weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, was soll man beim 8-0 groß meckern, ne? Ballkontakt, da ist er wieder. Der Hühne ist zurück, Alter. Niklas Süle. Läuft bei ihm. Nachricht zurückgezogen. Was? Kimmich war bärenstark, Alter. Kimmich war bärenstark. Dass der Hernandez hier ist, ja, wie gesagt, der Hernandez überrascht mich gerade ein bisschen. Ich habe ihn nicht ganz so stark gesehen, wie seine Werte hier sind. Er hat natürlich wieder einmal geschrien wie ein Mädchen, Alter, vorne. Das regt mich ja tierisch auf. Klar war es ein Foul, aber er schreit halt wie ein Mädchen, Alter. Als hätte ihn einer in den Fuß geschossen. Das war schon... Aber sonst habe ich mich natürlich gefreut, dass er auf dem Platz stand, ne? Da können wir natürlich auch gleich mal... Pass auf, wir schließen das eben ab. Gnabry 5 Schüsse, Levi 4, Sané 2. Ja, Gnabry brauchen wir nichts sagen. Ich kann diesmal nicht meckern über Gnabry. Ich muss mir einen anderen suchen. Da können wir nächstes Mal den Levi draufhauen. Mehr als den 11 hat er ja nicht gebracht, Alter. Sané war für den Anfang auch stark, ne? War okay, ey, denke ich. Er war ein bisschen zu gutmütig, fand ich. Also er hätte zweimal hätte er selber schießen können, hätte er selber reinmachen können, das Ding einfach. Man sieht so an Torschussvorlagen, ja, und Kimmich brauchen wir nichts zu sagen, Alter. Kimmich war der überragende Mann. Aber wo wir gerade auf der Abwehr waren, ich würde sagen, nehmen wir gleich mal das Thema von Rico auf mit dem Alaba. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Klar, mag er gefehlt haben, aber was möchte er denn beim 8-0 gegen Schalke noch für Argumente haben, Alter? Ich das hier lese. Was ist denn mit dem Greenscreen? Doch alles tutti. Können wir mal ein bisschen heller machen, aber das ist dann zu hell. Hey, komm, dann machen wir es ein bisschen krisselig unten. Mann. Ich hier voll aus dem Konzept, ey. Das ist jetzt krisselig nämlich am Kopf. Also liegt heute an dem dunklen Shirt. Wir können auch mal eben das noch ausblenden. Ja, muss ich mal bis zur nächsten Woche ein bisschen zurechtfummeln. Ja. Das wird mal in den Sturm. Alter, ich hätte definitiv mehr gemacht wie der Levi, ne? Um das mal klarzustellen, Alter. So, wir waren jetzt aber erstmal beim Alaba, bevor wir zum Levi kommen. Nee, also
erstmal, ich finde die Position gut, weil du gerade sagtest, von wegen, der Brazzo kann dir gestohlen bleiben. Ich denke, die Bayern haben klar gesagt, das bieten wir jetzt und das war's, ne? Dann muss er halt, dann muss er gehen, Alter. Mal ernsthaft jetzt. Ich habe das schon im letzten Talk gesagt, klar wäre es irgendwo ein Verlust. Aber jetzt auch kein Verlust, wo wir heulen müssen, Alter. Linksverteidigerposition ist besetzt mit dem Davis, ja. Jetzt hat der Alaba mal, ja, 20 Spiele als Innenverteidiger gespielt, was er wirklich gut gemacht hat. Aber ich denke nicht, dass da ein Süle schlechter ist, Alter. Ja? Und der Boatenga ist gerade in der Form seinen zweiten Frühling. Ja, muss man auch mal klar sagen. Und dann hast du halt auch den Hernandez. Wenn der mal ankommt so langsam als Innenverteidiger und wenn wir einen rechten Verteidiger kaufen, kann der Pavard ist ja auch ein gelernter Innenverteidiger. Das vergessen wir immer, ne? Und da der auch als rechter Verteidiger schon so stark spielt, traue ich dem den Innenverteidiger auch locker zu. So, das heißt, wenn wir irgendwie einen rechten Verteidiger kaufen, der einigermaßen einschlägt, ja, dann hau rein, Alaba, Alter. Tut mir auch in der Seele weh, das so sagen zu müssen. Aber wenn ich da irgendwas von einer Forderung von 25 Millionen im Jahr lese, Alter, dann fällt mir auch alles aus dem Gesicht. Sind wir mal ehrlich jetzt. Ja? Also was ist denn los, ey? Ich denke nicht, vor allem, weil er immer sagt, ja, es geht ihm um Wertschätzung. Alter, ich denke nicht, dass da irgendwie ein Zweifel dran ist, so wie es beim Kroos war. Dass sich jeder im Verein wünscht oder auch die Fans sich wünschen, dass er bleibt. Also man muss halt definitiv auch mal auf dem Boden bleiben, Alter. Und das dann jetzt noch zu Corona-Zeiten ist halt schon eine Dreistigkeit hoch 10, Alter. Und traurig ist es halt dann auch, dass man sagt, ja, ich nehme jetzt mal den Berater vom Levi, weil der hat uns damals schon gefickt, ja, das muss man auch mal sagen. Das war ja auch eine lange Geschichte. Und dass man dann den extra nimmt, weil der Vertrag jetzt ausläuft. Dann soll das machen wie Thiago, ja, fand ich völlig legitim. Dass man sagt, ich verlängere den Vertrag nicht, ich möchte noch mal was anderes sehen. Ja, alles gut. Dann soll er aber das sagen, aber bei ihm, der pokert nur ums Geld, Alter. Er möchte eigentlich bei uns bleiben. Und das finde ich halt traurig, Alter. Ganz ehrlich, so bin ich ganz ehrlich. Das können wir oder ich kann das auch nicht nachvollziehen, Alter. Wie willst du das nachvollziehen? Wenn du im Jahr 35.000, 40.000 verdienst, wie willst du das nachvollziehen, wenn da einer sagt, ja, irgendwie 16 Millionen sind mir zu wenig, ich hätte gerne 25. Im Jahr, Leute, im Jahr. Alter, der ist 12 Jahre bei uns, er wird doch schon locker seine 60 Millionen kassiert haben in der Zeit. Also habe ich kein Verständnis für. So, jetzt habe ich mich erstmal ausgekotzt, jetzt muss ich erstmal den Chat nachlesen. Der Greenscreen gönnt sich richtig, hat sich ein bisschen beruhigt, wa? Hier ist so ein bisschen. Weiß auch nicht, ob sich gestern die Beleuchtung hier verstellt hat. Die sind noch zweimal Richtung eurem Tor gelaufen. Schalker, ja, habe ich nicht gesehen. Levi war echt weit unter dem, was er kann. Levi war eine Wurst, Alter. Man hat richtig gesehen, dass er entweder war er platt. Ich möchte ihm nicht absprechen, dass er keinen Bock hatte. Ich denke, er war einfach noch so in Urlaubslaune. Ich glaube, der braucht noch 2, 3 Wochen, bis er mal wieder so, weißt du? Dass der verstolpert hat, Alter, ging auf keine Kuhhaut. Vielleicht hat die Anklage auf privater Ebene ein bisschen abgelenkt. Ja, ist ja alles gut und schön. Ich hätte ihn halt zur Halbzeit rausgenommen, Alter. Du hast einen Zirkzee da sitzen, Junge aus, der ist heiß. Warum nicht einwechseln? Weißt du? Vor allem gerade jetzt kannst du immer das Argument bringen, ah, komm, Levi, du warst nicht so fete, mach mal ruhig. Und, ja? Weil die Linksfüße gehen aus auf der Innenverteidigung, kann man schon andere Bälle von hinten spielen. Naja, ich denke, der Kimmich hat die Bälle, auch Goretzka, die haben sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Von daher sehe ich das Argument jetzt nicht so. Klar, der Alaba spielt einen guten Ball hinten raus, aber wie du gesehen hast, dann lässt sich der Kimmich halt fallen und guck dir die Bälle von Kimmich an in die Spitze, Alter. Hat doch auch geklappt. Und ich denke, die Diagonalbälle, ich meine, der Boa war eh auf dem Platz. Gut, auf der verkehrten Position, wenn du das so nimmst. Aber ich denke, der Süle kann das genauso, Alter. Das sind Süle mal noch ein bisschen, wieder ein paar Wochen. Süle ist für mich ein Turm, Alter. Ja. Also ich denke nicht, dass wir Probleme kriegen würden, wenn der Alaba geht. Ganz ehrlich nicht. Dann hast du noch den jungen Jaus da, den Richards. Den muss auch mal ein bisschen ranführen. Mein Gott. Also besser als da eher sich erpressen zu lassen. Alter. Der will auf Levi Müller Neuer beim Gehalt anklopfen. Ja, klar will er das. Der bleibt 4 Jahre Ehrenmann. Ja, jetzt mal ernsthaft. Muss doch ein bisschen auf dem Boden bleiben, Alter. Wie gesagt, ich habe da kein Verständnis für. Dass man irgendwo ein bisschen Anerkennung möchte, ja.
Aber dass man die Anerkennung unbedingt durch Kohle will, weiß ich auch nicht, ey. Keine Ahnung. Fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Fehlt nur die ganzen Details zur Vertragsverhandlung sollen intern besprochen werden. Da hat der auch kein Berater. Naja, ich denke mal, das ist ja dann auch, wenn. Das ist ja wie beim Neuer. Der Neuer hat ja genauso angefangen, Alter. Der Neuer wollte ja auch noch, ja, ich bin jetzt alt, ich mache jetzt meinen letzten Vertrag und ziehe nochmal alles raus, was ich kriegen kann. So, ich denke mal, das ist halt einfach irgendwo Kalkül, ne? Dann geht man halt dahin und stellt den Spieler bloß, was natürlich eine scheiß Aktion ist. Aber Blums, eine Woche später, hat er seinen Vertrag verlängert, ne? Also muss man auch mal so sehen. Ich denke mal, da werden wir 2-3 Millionen eingespart haben beim Neuer. Ach, Brazzo nimmt Corona als Ausrede, damit er alles für den halben Preis bekommt. Perisic für 12 bis 15 Millionen hätte ich zum Beispiel mit Kusshand genommen. Er wollte 8,9 bezahlen, einfach fahrlässig. Also beim Perisic bin ich leider anderer Meinung. Ich hätte den Perisic auch nicht genommen. Ich meine, ich habe jetzt dank des Tores von Musiala sogar ein Argument. Weil du hast gesehen, wir haben auch junge Spieler, die das können. Nein, der Perisic hat schon einen konkreten Job gemacht. Aber um die Ablöse geht es auch gar nicht. Ja? Ich glaube auch nicht, dass Bayern um die Ablöse ging. Selbst wenn es 18 Millionen gewesen wären oder sowas. Es geht einfach um das Gehalt, was er haben möchte, Alter. Der ist, wie alt ist er? 31, 32. Der möchte jetzt nochmal so 2 Jahre gut Kasse machen. Und was er bei Inter verdient, Alter, das stemmen wir halt nicht. Verstehst du? Darum geht's ja. Um die Ablöse geht's nicht. Da geht's gar nicht. Es geht nur um das Gehalt beim Perisic. Hätte er irgendwie gesagt, komm, ich spiele für 5 Mille im Jahr bei euch noch 2 Jahre, wäre das gar kein Problem gewesen. Hätten wir ihn 100% verpflichtet. So, aber der setzt sich in Inter Mailand auf die Bank und kriegt da, was weiß ich, 12 Mille oder was. Na, so musst du das sehen. Und dass wir dann da sagen, jetzt mal ernsthaft, der kriegt, guck mal, du hast Sané, du hast einen Gnabry, die beide gut gespielt haben, dann hast du einen Coman. So, wenn von den dreien einer ausfällt, so, dann kommt der Perisic, Alter. Möchtest du dafür 10 Mille im Jahr zahlen, um den da auf die Bank zu setzen? Nee. Also da bin ich ganz beim Brazzo. Ich meckere ja auch viel über den Brazzo, aber nee, da bin ich ganz bei ihm. Da nimmst du halt so einen jungen Jaus aus der Jugend und haust ihn einfach rein, Alter. Scheiß doch drauf. Für die Bundesliga reicht das immer. Klar, Champions League kann man anders sagen. Aber wir sind Champions League-Sieger, Alter. Wenn wir jetzt nicht die Champions League gewinnen, dann geht die Welt nicht unter, weißt du? Und für die Gruppenphase reicht es auch locker. Also. Abgesehen davon, dass ich Perisic nicht mag, weil er eine Zecke ist, Alter. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber er hat es gut gemacht bei uns. Ja? War zuverlässig und so. Zwischendurch hat er mal sich ein bisschen hängen lassen. Aber hat halt immer gekämpft und so. Aber der hat schon einen guten Job gemacht. Aber wie gesagt, das Gehalt ist der Knackpunkt einfach. Ja, wenn er jetzt nach England geht, Alter, ja, meinst du, da kriegt er weniger Gehalt? Wie bei Inter Mailand? Das ist ja, was ich sage, ey. Und vielleicht kommt er ja noch. Ich meine, wir haben noch Zeit. 3 Wochen, ne? Ist noch offen. Man weiß es doch nicht. Ja, na klar wird das Thiago und Xavi-Gehalt gespart. Ich meine, noch ist Xavi da zum Glück. Aber wahrscheinlich geht er. Aber trotzdem musst du das ja nicht irgendwie den Alaba in den Arsch stecken, Alter. Oder Perisic. Jetzt mal ernsthaft. Du hast aber auch den Sané geholt, Alter. Der Sané wird mit Sicherheit nicht weniger wie ein Thiago verdienen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wird wahrscheinlich so zwischen Thiago plus Xavi liegen, Alter. Also ich denke nicht, dass er wenig verdient, weißt du? Ich denke schon, der Brazzo macht das schon gut. Ich finde das gut, dass wir das nicht so rausprallen, Alter. Das haben wir nie gemacht. Warum sollen wir auch? Das Bremen sicher, ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, ich finde das gut, dass wir die Kohle nicht. Ich meine, jetzt haben wir auch noch eine gute Ausrede. Guck dir an, was Barca und Real macht, Alter. Real haut einen Bale weg und zahlt noch Gehalt drauf, damit er weg ist. Damit sie von der Liste kriegen, Alter. Barca dasselbe. Haben Vidal am Suarez verranzt, Alter. Für lau, hier, könnt ihr haben. Die gehen alle am Stock, Alter. Mit uns geht's doch gut. Warum sollen wir da jetzt irgendwie... Also, das ist ja, weil eine Alaba jetzt unersetzlich wäre. So, aber wir haben noch diesen 18-jährigen Franzosen, der aktuell verletzt ist, den haben wir auch noch als Innenverteidiger zur Not. Also ich sehe da jetzt nicht so die Probleme. Es wäre schade um Alaba, logisch. Vor allen Dingen, da ja hinten auch die Kommandos gibt mit rausrücken und sowas. Aber ich denke mal, wir haben die Schalke auch so gut ins Abseits gestellt. Also ich denke,
Boateng, der das seit 20 Jahren spielt, Alter. Und Süle, ich denke nicht, dass die das schlechter machen wie ein Alaba, Alter. Sind wir mal ehrlich jetzt. Klar, vom Aufbau her, Aufbauspiel vielleicht, aber das hat doch super geklappt mit dem Kimmich fallen lassen, zack. Ist die Bälle gesehen, die Spitze. Ja? Er hat auch durchblicken lassen, dass er die Aktion für Uli nicht so förderlich fand. Ist ja auch wurscht, die wissen schon. Jetzt mal ernsthaft. Du glaubst ja wohl nicht, dass der Uli sich in so einen, in den alten Doppelpass setzt und das ohne Absprache mit dem Club macht. Jetzt mal ernsthaft. Macht der Uli durch. Der Uli setzt sich doch nicht dahin und denkt sich so, ja, ich schade jetzt mal dem FC Bayern. Das ist doch für uns, das war wie früher mit dem Beckenbauer. Das ist für uns die perfekte Situation. So, jeder kann im Club sagen, so, ey, der Uli ist doch gar nicht mehr hier aktiv, der ist nur noch auf Ehrenbasis da. Wir haben da nichts mit zu tun. Wir verurteilen das. Weißt du? Ja, und der Uli setzt sich dahin und plaudert das einfach aus dem Nähkästchen. Weil er ist ja nicht mehr beim Club, Alter. Weißt du? Das ist eiskalte Berechnung von uns. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also wer da was anderes denkt, der ist naiv, Alter. Ich glaube 5. Oktober ist Transferfenster, ne? Natürlich ist das abgesprochen, Alter. Genau mit dem Breitner. Wie gesagt, mit dem Kaiser war es damals genauso. Zwischendurch ist der Uli immer emotional, dann ist das nicht unbedingt abgesprochen. Aber die Geschichte mit dem Alaba, Alter, das war safe. Definitiv so gewollt. Was auch okay ist, weißt du? Man kann das auch mal ruhig mal bloßstellen, Alter. Man muss sich nicht immer als Verein erpressen lassen. Und zur Not, dann bleibt er ein Jahr und geht nächstes Jahr umsonst. Ja gut, dann verzichten wir auf 30, 40 Mille. Ja, scheiß drauf, Alter. Das wäre ernsthaft. Und vielleicht beruhigt er sich ja noch. In dem Jahr und verlängert dann doch noch. Weiß man auch nicht. Und wenn nicht, dann nicht. Mein Gott. Das Ding ist ja, ich glaube, der wäre schon längst weg. Aber der Typ, der ihn da berät, welcher Verein kann denn im Moment 25 Millionen Jahresgehalt zahlen? Oder 20 Millionen Jahresgehalt? Wenn selbst Barca Real ihre Spieler weghauen. Das Einzige wäre noch irgendein Engländer, Alter. Aber die sind auch alle aus. Chelsea ist durch. Tottenham ist durch, Alter. Die haben jetzt noch den Bale geholt. Es gibt halt nicht viele Vereine, weißt du? Und möchtest du dann irgendwo in Arabien rumdümpeln, Alter? Die zahlen dir das, ja. Kann er da bei was weiß ich was. Oder geht zum Beckham nach Chicago oder wo der ist. Ja? Ja, die sparen für nächstes Jahr. Die haben kein Geld, Alter. Die können nichts sparen. Das ist so. Die haben nur Geld, wenn da ein Presi kommt, der sagt so, jo, wir brauchen jetzt einen neuen Messi. Ich zahle mal von meinem Privatvermögen 300.000 oder 300 Millionen. Gönnt euch. Dann haben die Geld, sonst haben die kein Geld. Die sind alle überschuldet. So wie Schalke. Und bei Schalke siehst du das jetzt. Ja gut, City hat halt finanziell, ich meine, dass da nochmal die Kurve gekriegt wurde, möchte ich nicht wissen, was da geschmiert wurde, ja. Dass die nicht aus der Champions League geflogen sind. Also wenn die das jetzt nochmal so ein Jahr durchziehen würden, ich glaube, dann ist durch, Alter. Dann sind die echt mal 2 Jahre weg. Ich glaube nicht, dass beide kaufen, Alter. Was willst du denn mit Mbappé und Haaland? Ich könnte mir beim Haaland vorstellen, dass das so Fall Levi 2 wird, Alter. Der Haaland ist eine Kanone. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Der Haaland wäre auch nicht zu uns gekommen, solange der Levi da ist. Ja? So, wenn der Levi jetzt noch ein Jahr spielt, jetzt für den Stürmer, ja, vielleicht macht er noch 2 Jahre, dann ist durch, ey. Und dann holen wir uns halt den Haaland wieder. Von Dortmund. Ist doch alles gut, Alter. Könnte klappen. Der Haaland ist eine Kanone, Alter. Definitiv. Das habe ich schon gesagt, wo er da hingegangen ist. Also da hat Dortmund echt einen guten gemacht. Deswegen sehe ich die Dortmund auch eigentlich relativ stark die Saison. Solange da nicht irgendwie der verletzt ist. Wie bei uns, wenn der Levi bei uns verletzt ist. Na gut, wir haben noch ein bisschen Backup, ne? Mbappé, ja, würde ich mit... Aber so einen Transfer werden wir nie machen als FC Bayern. Ja? Ist halt einfach so. Und wie wir gesehen haben, wir sind trotzdem Champions League-Sieger geworden.
Ja, Dortmund ist für sowas eine gute Station, ja. Aber der hätte auch bei uns gepasst. Du siehst ja, er bringt ja direkt Leistung. Nur was willst du machen? Willst du den hinterm Levi auf die Bank setzen? Ist doch klar, dass er sich darauf nie einlässt. Ist dasselbe damals hier bei dem Oedegaard gewesen, oder? Schade, dass er das direkt im ersten Interview gesagt hat, dass es ein Sprungbrett ist. Ist für mich unsympathisch, der Typ. Er soll mal zu Manchester United gehen, wie sein Vater. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist denn für ein Spieler wie Haaland oder auch Sancho, was ist denn Dortmund? Machen wir uns doch jetzt immer nichts vor, Alter. Dortmund ist eine Durchgangsstation. Warum ist das so? Weil die Dortmunder die letzten Jahre haben alles gehen lassen. Die haben billig eingekauft, haben einen guten Job gemacht, haben die weiterentwickelt und haben sie weggeballert, Alter. Da haben sich auch teilweise erpressen lassen hier mit dem, wie hieß er da vom Barca? Aber davor, die haben alles weggehauen, Alter. Weil sie einfach keine Kohle hatten. So, und wenn du dann so einen Ruf kriegst als Durchgangsstation, ich bitte dich. Was würdest du denn jetzt immer ernsthaft, was würdest du denn auch als Haaland oder als Spieler mit Ambitionen auf lange Sicht gesehen in Dortmund? Wann wird Dortmund mal deutscher Meister, Alter? Wann holt Dortmund mal einen Pokal? Wann kommt Dortmund mal in die Verlegenheit, einen Champions League-Titel holen zu können? Solange halt der FC Bayern da ist. Verstehst du? Ist doch klar, dass er dann nicht sagt, ja, ich bin jetzt hier Dortmunder durch und durch und bleib mein ganzes Leben lang hier. Klar ist das schade, wenn Dortmund mal die ganzen Spieler halten würde. Dann würden sie auch ein ernsthafter Konkurrent werden und dann würde es auch die Chance geben. Aber es ist halt aktuell nicht die Philosophie von Dortmund. Das haben sie früher gehabt, deswegen waren sie ja überschuldet. Aktuell ist es halt nicht so. Ne? Ja, ich habe das ja auch gesagt, dass wir noch, so wenn man vom Kader guckt, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Leute. Ich bin auch dabei, dass wir einen rechten Verteidiger brauchen. Einfach damit Kimmich nicht wieder in die Verlegenheit kommt, da spielen zu müssen. Weil ich denke, man hat gegen Schalke ganz klar gesehen, wie wichtig er im Mittelfeld ist, jetzt wo Thiago nicht da ist. Ja, da sehe ich schon Bedarf. Auf dem Flügel sehe ich jetzt gar nicht den Bedarf. Wie gesagt, wir haben 3 Jungs. Selbst wenn 2 ausfallen, du hast den Müller immer noch als Notnagel. Obwohl er da ein bisschen verschenkt ist. Aber ansonsten hast du noch einen Tolisso, der kann zur Not auch außen spielen. Dann jetzt natürlich auch nicht der Sprinter, Dribbler. Aber können tut er das. Ansonsten hast du gesehen, wir haben so einen Musiala noch da in der Hinterhand. Den du halt auch mal reinwerfen kannst. Also, da sehe ich jetzt nicht so den Bedarf. Und wie gesagt, es kann noch passieren, dass der Perisic noch verpflichtet wird, denke ich. Aber ich sehe den Bedarf nicht. Bin da eher noch so vielleicht ein Mittelfeldmann. Weil ich weiß nicht, der Q-Song, da weiß ich auch nicht. Mich hat der bisher noch nicht so wirklich überzeugt. Zum Ende der letzten Saison war okay, aber gestern gegen Schalke war wieder so, weiß ich nicht, Alter. Da fehlt mir so also gewisse, der Wille irgendwie so, weißt du? Weiß ich nicht, hat mir nicht gut gefallen. Da ist halt ein bisschen eng, ne? Da hast du Tolisso noch. Dann hast du noch den Franzosen, den 18-Jährigen, ne? Der das eventuell spielen kann, aber der ist verletzt. Wenn dann noch Martinez weg ist, denke ich, wir brauchen noch einen Zentralen, Alter. Definitiv. Wo du dann natürlich, wenn du Alaba verlängert, kannst du natürlich auch einen Alaba. Den kannst du natürlich auch da hinten ins defensive Mittelfeld stellen. Also bei uns ist so der Vorteil, dass wir halt viele Spieler haben, die viele Positionen spielen können. Ne? Deswegen kann man das ein bisschen ausgleichen, finde ich. Aber ich bin da auch, also 2 sollten wir definitiv noch verpflichten. Wenn man sieht, dass wir alle 3 Tage ein Spiel haben jetzt bis Weihnachten, sollte man das definitiv tun. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben so viel Kohle in den Campus gesteckt. Ne? Warum da nicht mal die Jungen reinschmeißen, Alter? Ich freue mich echt, dass Sancho noch eine Saison bleibt. Dortmund muss die Saison international mitziehen. Ja, das müssen immer alle deutsche Vereine, aber irgendwie wie Leverkusen damals ewige Zweite. Ja, mein Gott, wer sich Vizekusen, habe ich ja schon mal im Talk gesagt, wer sich Vizekusen patentieren lässt, Alter, jetzt mal ernsthaft. Was willst du da sagen, du hast irgendwelche Ambitionen, irgendwas gewinnen zu wollen? Alter, stell dir mal vor, der FC Bayern würde sich so... Ist unvorstellbar, Alter. Ist doch nicht der Anspruch, Vizekusen sich
patentieren zu lassen, Alter, und Fanartikel damit rauszubringen. Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Wie willst du denn dann deinen Spielern verkaufen? Ja, wir wollen aber was erreichen. Wir wollen definitiv Vize werden. Lächerlich, Alter. Ja, noch ist er da, der Sancho. Ich bin gespannt. ob er nach dem 5. Oktober auch noch da ist. Ich bin mir da noch nicht sicher, Alter. Wenn Man United da noch den Geldkoffer aufmacht und da irgendwie 120 Mille hin überweist nach Dortmund, denke ich, ist das ganz schnell Geschichte. Der ist wie Sanchez, der Q-Song. Der braucht einfach das Gefühl, dass der Trainer ihn braucht. Ja, aber da ist ja doch Flick der Richtige, Alter. Hat man doch auch gesehen in der... Also der Sanchez, ich glaube, der wäre unterm Flick durchgegangen, Alter. Der wäre durchgestartet, denke ich. Man weiß nicht, was da privat für Probleme waren. Also ich habe sehr viel von ihm gehalten. Fand es schade, dass er gegangen ist, aber konnte man natürlich verstehen, ne? Favre ist kein Trainer, mit dem du konstant auf Titeljagd gehen kannst. Sehe ich aber leider auch keine Alternative. Ja, sag ich jetzt mal nicht zu hier im Bayern Talk. Gönnt euch mal den Favre ruhig. Ich denke, es ist ganz gut für uns, dass der euer Trainer ist. Gut, ich sag da doch 2 Sätze zu. Ich denke, in Dortmund brauchst du einfach einen Trainer. Eher so Kloppo-Typ halt, weißt du? So einer, der die Euphorie entfachen kann. Und das ist der Favre nicht. Der Favre ist ein ganz analytischer, klarer Typ. So ein bisschen Hitzfeld-Style, obwohl er noch ein bisschen emotionaler war und klarere Ziele hatte, so irgendwie. Und das passt halt nicht zu der Mannschaft irgendwo, weißt du? Wenn du da so einen hättest, der die Jungs da begeistert, der die mitnimmt, so wie es der Flick bei uns auch macht, so ein bisschen, denke ich, wäre Dortmund schon richtig gefährlich. Aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns dieses Jahr, der Favre. Ich schau mal. Das ist schon seit Jahren. Ja, wie gesagt, ich sehe das auch. Wir haben so viele Spieler, die woanders spielen können, ne? Gucken, Hernandez kann Linksverteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen. Kimmich ist wieder arm, kann Rechtsverteidiger spielen, kann auch rechts außen zur Not spielen. Mittelfeld kann der alles spielen. Not am Mann auch Innenverteidiger. Also kannst du das durchgehen, Alter, die Liste. Gnabry kannst du außen stellen, kannst du vorne als 9 stellen. Sané genauso. Also ich mache mir da keine Sorgen. Echt nicht. Ich sag mal, man muss das nicht übertreiben mit dem Kader. 2 Spieler, okay. Aber dann manchmal liest du, ja, hey, Bayern müssen noch 4, 5 Spieler verpflichten jetzt, wenn der Thiago weg ist und Martinez auch noch geht. Sehe ich nicht so, Alter. Was willst du da wieder die Millionen auf der Bank sitzen haben? Hast du doch gesehen beim Uri Sola, Alter. Gut, er hat uns jetzt nicht viel gekostet. Wahrscheinlich irgendwie 2 Mille Ausleihgehalt, Gebühr. So, was hat er gemacht? 2 Einsätze über 15 Minuten, Alter. Ja, super. Wolltest du dir wieder so einen holen, den du da hinsetzt und für was? Weißt du? Sehe ich keinen Sinn drin. Und wenn dann echt Not am Mann ist, Alter, wie gesagt, Bundesliga reicht immer. Da kannst du 3 Junge aufstellen, mal ernsthaft. Red Bull ohne Zucker, Alter. Nee, aber ist so, weißt du? Klar, Spiel gegen Dortmund, Spiel gegen Leipzig. Wir nehmen vielleicht noch Leverkusen, haben wir immer Probleme gegen. Aber der Rest der Bundesliga-Gegner, jetzt immer nichts gegen die Bundesliga, aber kannst du locker mit 3 Jugendspielern bestreiten. Ja, jetzt mal ernsthaft. Müssen wir uns keine Sorgen machen, denke ich. Emotionslos ist der. Ja, sag ich ja, da ist der VV. Ach komm. Ja, der ist der beste Trainer, Taktiker. Ach. Der Favre ist eine Pfeife, Alter. Denk mal an die Hertha-Zeit zurück. Oder Gladbach-Zeit. Ich wundert es ja, dass er in Dortmund noch nicht das Handtuch von selber gab. Aber wahrscheinlich diese Saison. Kriegt er wieder seinen Punkt so. Nee, alles ist scheiße, ich mag das hier nicht, ich gehe. Alter, ich kann den gar nicht leiden. Null Empathie. Ja, man weiß ja nicht, wie empathisch der ist, ne? Ich weiß ja nicht. Kimmich hat sich echt gemacht, Alter. Seitdem er seinen Schnauzer, seinen Pornobalken abhat, geht er echt gut ab. Ich weiß auch nicht, das verstehe ich auch nicht, warum der Kimmich jede Ecke schießen muss, Alter. Das riecht mich jedes Mal auf. Jetzt mal ernsthaft, kannst du genauso gut einen Gnabry oder einen Sané jetzt schießen. Also die kannst du auch nicht in die Mitte stellen. Da steht der Kimmich wahrscheinlich besser in der Mitte.
Ich weiß auch nicht, was sie da haben mit dem Kimmich als Eckenschütze, Alter. Verstehe ich auch nicht. Macht mich fertig, jedes Mal. Ja, weiß ich doch, Rico. Alles gut. Überspitzt gemeint war. Naja, der hat ja trotz Ausfälle dann doch Kimmich auf FR gesetzt. Ja, der Flick wollte einen rechten Verteidiger haben. Aber du kannst ja nicht mal eben einen rechten Verteidiger aus dem Hut zaubern. Wenn du dann so ein Orius Sola mal ausleihen kannst, war doch okay. Aber machen wir uns nichts vor, wenn der Pavard fit ist. Ich finde, der hat einen super Job gemacht als Rechtsverteidiger. Die Saison. Also von daher. Ich sage, wir brauchen einen Rechtsverteidiger so als Backup und falls der Alaba geht. Weil dann kannst du den Pavard als Innenverteidiger spielen lassen. Wäre so mein Gedanke. Naja, weil die Ecken irgendwie scheiße waren. In letzter Zeit. Ja, zwischendurch hat er ja mal, in der laufenden letzten Saison hat er ja ein paar gute Ecken drin gehabt. Aber so die große Masse ist schon echt schlecht, ne? Er kann ja auch mal Ecken schießen, so ist er nicht. Aber man könnte doch mal ein bisschen variieren. Beim Eckenschützen. Der ist aus Amsterdam, ja. Muss man mal gucken. Barca ist ja auch noch so halb im Rennen. Die wollen ja eigentlich den Engländer da haben. Wo wir dann so halb im Rennen sind. Also ich denke, einer von den beiden geht dahin und einer zu uns. Naja, deswegen sage ich ja, also ich mache mir da jetzt auch nicht so den Kopf, Alter. Der Pavard hat's echt gut gemacht. Ja? Das ist nichts vormachen. Also für mich hat er das Bären stark gemacht. Ja, in der Mitte ist er mit Stuttgart abgestiegen. Bitte dich, kannst jetzt auch nicht Stuttgart da als Maßstab nehmen. Und ich denke, es ist auch was anderes, in Stuttgart Innenverteidiger zu spielen oder bei uns. Na, ich denke schon, das passt schon. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er Alaba verlängert. Es sei denn, dass sein Berater pocht da unbedingt. Ich finde das Theater halt einfach ein bisschen Bayern unwürdig. Leider. Ja, ich denke auch, dass er bleibt. Sei denn, er pocht auf seine 25 Mille, dann wird er nicht bleiben. Ja, aber es ist dasselbe wie mit dem Levi damals. Ist ja derselbe Kackberater, Alter. Ne? Nur da gab es noch andere Argumente. Weil da war jeder Verein finanzstark. Da war halt Real Madrid im Rennen und so. Und du hast jetzt halt keinen Verein, der sagt, ja, ich nehme jetzt den Alaba und zahle ihm die Kohle. Weißt du? Das ist halt der Unterschied. Warum soll man sich dann da erpressen lassen? Ist halt einfach so. Gut. Ja, ich habe noch ein Thema. Wir haben noch Themenwechsel. Götze zu Bayern, Alter. Ist umsonst auf dem Markt. Wundert mich auch, dass er noch keinen Verein gefunden hat. Geht das euch eigentlich genauso? Mal ernsthaft. Die zweite braucht immer ein paar Spieler. Was? Das habt ihr nicht nötig. Ja, für umsonst? Was ist denn, wenn der Müller mal ausfällt? Dann könnten wir einen Götze da hinstellen. Ich fand schon, dass der Götze gepasst hat. Der Götze hat halt, oder generell jeder Zehner, der kommt, nimmt Coutinho, Alter. Nimm davor den James. Die haben alle das gleiche Problem. Das heißt Thomas Müller. Das ist unglaublich, oder? Guck mal, was der Müller alles schon abgesägt hat. an Stars.
Gucken Coutinho an, der startet gerade wieder durch im Barca, Alter. Aber du kannst den Müller halt nicht wegtun aus der Mannschaft. Das hat man auch gegen Schalke gut gesehen, fand ich. Wo der Müller draußen war, hast du gleich gesehen, Pressing wurde eingestellt. Also man sieht richtig so, dass der Müller da den Ton angibt, ne? Was Pressen angeht, wann die draufgehen, wann nicht, fallen lassen. Guck mal, was der Müller läuft alleine vorne. Der ist ja fertig im Kopf. Und stolpert dann auch manchmal in Dingen rein. Und ich meine, 26 Vorlagen oder was er hatte. Ja, machst du halt auch nicht mal einfach so. Klar hat er immer so seine Momente drin. Ist halt ein Müller einfach. Aber wie gesagt, das war das Problem. Von Götze, von James, von Coutinho. Die sind ja alle nicht schlecht, Alter. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber der Müller hat sie alle rasiert, Alter. Ist halt so. Der ist ja auch nie verletzt, Alter. Weil der hat ja keine Muskeln und sowas. Wie soll der irgendwie muskuläre Probleme kriegen? Weißt du? Das ist das Problem. Deswegen kannst du keinen Zehner stellen. Wo ich dann gelesen habe, ja, Götze kann ja auch auf 6 spielen in München, dachte ich mir, what? Was ist denn jetzt los, Alter? Wo ist der Götze denn ein Sechser, Alter? Der ist so zweikampfstark wie ein Hase. Hä? Da dachte ich mir auch, Alter. Ja, und außen ist der Götze halt, ja, der ist halt auch, keine Ahnung, wer ist der langsamste Spieler bei uns im Kader? Aber ich glaube, selbst der Boateng ist noch schneller wie der Götze, Alter. Deswegen auf Außen kannst du den Götze gar nicht gebrauchen. Er ist halt ein Zehner, ne? Ein Zehner, der nicht viel läuft. So ein James halt. Aber ist halt einfach kein Platz bei uns. Ich meine, wenn der Götze sagen würde, ja komm, ich komme für 3 Millionen im Jahr oder so, dann kannst du den mal nehmen für ein Jahr. So auf Ehrenbruderbasis. Neuer, ich glaube, ey, tausch dich mal nicht, der Neuer. Also ich glaube nicht, dass der Neuer der langsamste Spieler ist, Alter. Hast du den schon mal gesehen, wenn er den Sprint anzieht als Libero? Ja, guck aber mal. Ehrenbruder Mario. Hallo, der ist geborener Münchner. Was ist denn los, Rico? Müller ist eine Rampensau auf dem Platz. Spielt er den Notnagel, wenn Müller verletzt ist. Danach sitzt er wieder auf der Bank. Ja, natürlich. Ja, es macht keinen Sinn, den Götze zu verpflichten. Ich fand es halt lustig, das zu lesen. Also? Wie gesagt, wir haben genug. Wir können ganz einen Koretzka da hinstellen. Du kannst einen Koko da hinstellen. Also. Zur Not auch ein Kimmich, obwohl der Kimmich weiter hinten halt wichtiger ist. Das passt schon alles. Du kannst natürlich auch einen Gnabry da dahinter stellen. Oder einen Sané. Warum soll der Sané kein Zehner spielen können? Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Jedes Mal, wenn er das macht, hoffe ich, er springt nicht in den Mann und bekommt rot. Was? Wer? Der Neuer. Ach. Der Neue hat nur manchmal so komische Ausflüge drin. Manchmal steht er viel zu weit vom Tor, Alter. Ich wundere es eigentlich, dass wir noch nicht so ein 50-Meter-Ding kassiert haben. So wie damals der Auge das gemacht hat im Pokal, weißt du? Ich denke, das wäre gegen uns noch eine gute Taktik, Alter. So ab in Mittellinie, schieß einfach direkt. Der Neuer steht 30 Meter vorm Tor. Götze soll nach Monaco, der passt zum Kovac. Wieso passt der Götze zum Kovac? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit dem Götze los ist. Ich weiß auch nicht, was mit Dortmund da los ist. Die holen die ganzen Spieler zurück und dann brechen die alle ein. Also, weiß ich auch nicht. Ist halt auch so ein Ding, ne? Mit dem Shahin und wer war das noch? Götze, oh ja, sind alle wieder da, oh ja, super. Ja, pff. Haben alle nichts gebracht, Alter. Ich sehe den auch in Monaco oder MLS. Ich sehe ja Major League Soccer, da wird er hinpassen, Alter. Die sind alle nicht so flott. Ja, Neuer hat sich wieder gefangen, Alter. Vor allem hat er jetzt noch ein bisschen Druck da durch den anderen Schalker. Durch den Nübel. Das passt schon.
Neuer steht mit an der Mittellinie. Ja, manchmal tut er das echt, Alter. Der Reus, was ist mit dem Reus? Der Reus ist wieder Scholl, Alter. Habe ich auch gelesen. Musiala wird jetzt schon mit Scholl verglichen, Alter. Das dachte ich mir ja auch schon wieder. Ey, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich, Alter. Oh, krass. Der Reus habe ich noch nie gemocht. Tut mir ein bisschen leid. Mittlerweile. Dass er so viel verletzt ist, aber ich habe den nie gemocht. Ja, zum Glück hat er das gehabt. Ich mag den halt, wie gesagt, nicht. Ist aber so eine persönliche Sache. Kann den nicht ab, den Kerl, Alter. Durch seine Führerscheinaffäre da damals, lächerlich, Alter. Für dich mal, du willst ohne Führerschein fahren, Alter. Du willst einen Unfall bauen. Da gehst du für den Bau, Alter. Und er so, ja, nee, jetzt musst du dir zwangsweise einen Chauffeur holen. Alter, lächerlich. Die Eier Nein zu uns zu sagen. Das möchte ich erstmal sehen, Alter. Es gibt genug Leute, die Nein sagen, weil sie Angst haben, sich nicht durchzusetzen. Guck dir, wie hieß er? Wie heißt er? Der Brandt. Der war doch auch mal ein Thema bei uns. Der hat auch Nein gesagt. Und ist jetzt in Dortmund und pimmelt da auch auf der Bank rum, Alter. Das sind halt Spieler, die haben keine Eier, sich den Konkurrenzkampf zu stellen, Alter. Ich mag den auch nicht, den Brandt. Aber als Fußballer ist er schon nicht schlecht. Aber er ist auch sehr gehypt worden, ne? Fand ich. Sieht man jetzt halt in Dortmund. Ne? In Dortmund muss er jetzt Leistung bringen und er kriegt es auch nicht auf die Kette, ne? Deswegen bin ich im Endeffekt... Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass er zu Dortmund gegangen ist. Dass wir da nicht irgendwie zwischengegrätscht sind. Aber wenn man das sieht, ja, wäre der bei uns gar nicht klar gekommen im Druck. Von daher alles richtig gemacht, finde ich. Man kann sein, dass er sich noch fängt da in Dortmund, aber sehe ich nicht wirklich eigentlich. Ich glaube, in Sané haben wir schon alles richtig gemacht. Gerade für das Geld. Für die 100 Mille habe ich ja damals schon gesagt, wäre definitiv zu viel, Alter. Auch die 80 Millionen für Hernandez ist eigentlich ein Witz, wenn man sieht, was er bisher geleistet hat. Also. Position ja nicht Flügel, braucht Speed und Mitte ist Mitte. Ja, wie gesagt, Mitte ist zu, Alter. Solange der Müller bei uns spielt, brauchst du nichts für die Mitte kaufen. Traurig, aber ist so. Ich meine, man hat es unterm Kovac gesehen, Alter. Deswegen ist der Kovac auch gescheitert bei uns. Weil er meint, er muss einen Müller absägen, Alter. Für was? Für ein Coutinho, oder was? Haben wir ja gesehen, wie das geklappt hat. Ja, so langsam ist der jetzt auch nicht, ne? Wenn ich immer gut fand, war der Bellarabi. Der hat Speed. Aber der kriegt es irgendwie auch nicht so auf der Kette in Leverkusen, oder? Ja, aber sind wir jetzt mal ehrlich. Der Hernandez macht doch nur sein Ding, wenn der Alaba wechselt. Das ist doch Hernandez sein Problem. Der Alaba. Und deswegen ist es doch auch klar, dass die Bayern sagen, so bis hierhin gehen wir und nicht weiter, Alter. Weil wenn der Alaba bleibt, ja, wird der Hernandez spätestens spätestens diese Saison wechseln. Vielleicht schon zur Winterpause, Alter. 80 Millionen hat der Hernandez gekostet. 80 Millionen. 80. 40 wäre okay gewesen. Hätte ich noch verstanden, aber 80. Das ist so eine Sache, die habe ich nicht verstanden beim Brazzo, Alter. Und wenn der Alaba bleibt, dann, ja, wo soll er spielen, Alter? Dann macht er mal ab und zu mal ein Backup für Davis. Das war's. Ja,
aber hallo, der ist Weltmeister, französischer Nationalspieler. Meinst du, er ist damit zufrieden, wenn er in irgendeiner Rotation mal 30 Minuten als Linksverteidiger spielt, mal 30 Minuten als Innenverteidiger, dann mal 2 Spiele wieder nicht, in wichtigen Spielen immer draußen sitzt, weil in wichtigen Spielen die wichtigsten Spieler spielen? Hallo, ist doch nicht sein Anspruch. Kaufst ja keinen 80 Millionen Mann Weltmeister, um ihn als Backup zu nehmen, Alter. So, hat er ja auch selber gesagt. Also wenn der die Saison sich nicht durchsetzt, wird er gehen, hat er ja schon gesagt. Ist ja auch logisch, ist ja verständlich. Aber da machen wir dann locker auch 40 Millionen minus, Alter. So. Wenn der Alaba gehen sollte, ja, dann sehe ich Hernandez. Seine Stunde. Obwohl, solange der Boateng da noch so stark ist, wie gesagt, für mich ist Süle gesetzt in der Innenverteidigung. So, ist aber der Einzige. Den Boa muss man halt sehen, ist halt nicht mehr der Schnellste, aber so Bundesliga reicht das meistens auch noch. Und er hat es echt gut gemacht, so die letzten Spiele, ne? Was soll er sagen? Vertrag steht ja. Ja, aber klar, warum wir ihn verkaufen, ich bitte dich. Oder meinst du, wir sagen, ja, wir haben die 80 Millionen rausgehauen und wir setzen ihn jetzt 5 Jahre als Backup auf die Bank, oder was? Macht ja auch keinen Sinn. Naja, der Alaba hat es ja schon überragend gemacht, das muss man ja sagen, als Innenverteidiger. Aber das ist ja, sag ich ja, das ist jetzt nicht so, dass es uns... Also jetzt vom Sportlichen her, vom Typ ist was ganz anderes, ja. Ich denke mal, der Alaba ist schon ein mega Typ. Und wird wahrscheinlich dann so der Mannschaft fehlen. Aber sportlich gesehen sehe ich da jetzt nicht den Verlust, dass man sagen muss, wir müssen diese Gehaltsvorstellung unbedingt stemmen. Das ist ja, was ich meinte ganz am Anfang. Und wenn du dann noch einen rechten Verteidiger holst, wie gesagt, hast du halt auch noch den Pavard, der zur Not auch noch einen Innenverteidiger spielen kann. Also. Wir haben aktuell 4 Innenverteidiger. So, mit ein paar hättest du 5 Innenverteidiger. Also, wenn da einer wegbricht, ja, dann bricht einer weg, Alter. Mal ernsthaft. Alles gut. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir sind gut aufgestellt, denke ich. Gut. Was soll man zum Spiel noch was sagen? Aber ich denke, da haben wir auch alles gesagt. Levi war so ein bisschen, woran es auch immer lag, unkonzentriert, wenig Lust. Seine Vorbereitung war dann ziemlich großkotzig, muss ich sagen. Ja? Weil er hätte auch einfach reinflanken können. Nein, da muss er einen rauszaubern da. Hernandez, wie gesagt, hat mich ein bisschen überrascht, die Werte, die ich hier gesehen habe. Mag aber daran liegen, dass er sie bei mir so ein bisschen am Anfang verspielt hat mit seinem Rumgeschreie bei jedem Foul, Alter. Als keine Ahnung, wird ihn halt in den Fuß geschossen werden. Es hat sich schon ein bisschen gebessert, aber leider hat er einen kleinen Rückfall gehabt. Ich verstehe sowas halt nicht, so ein Verhalten, Alter. Ich meine, er kriegt den Freistoß, er muss nicht so tun, als... Ne? Ja, und Kimmich Goretzka war mega, fand ich. Und der Müller, was ich hier so geil fand, ne? Der Müller war ja echt in Plauderlaune, ne? Der hat so ein bisschen, ja, das ist so, wenn ich ins Schwallen komme, Alter. Das war der Müller. Der Müller, der hat, wo auf dem Platz war, ja, das ganze Stadion unterhalten, Alter. Ich habe richtig den Müller gefeiert, ey. Hammer, oder? Weil ich mir dann auch sagte zu ihm, ja, Amigo, come on, was geht? Ja, wie gesagt, man hat das gesehen, wo der Müller raus war, ne? Da hat man das gesehen. Ich sag aber, man hat halt auch gesehen am Anfang so, ja, ich meine gut, die haben auch nur eine Woche Vorbereitung gehabt, das hat man schon gemerkt, ne? Man hat aber auch gesehen, wo dann das Tor gefallen ist, hast du gleich gemerkt, so, ja, oh, der Flow ist da, wir reiten halt noch auf der Trippelsiegerwelle. So, wir müssen mal gucken, wie weit uns sie trägt. Wir spielen, glaube ich, relativ früh gegen Dortmund, oder? Ich gucke mal eben. Ja gut, der Supercup, Deutsche Supercup, interessiert keiner Sau. 7.11. spielen wir gegen Dortmund. In Dortmund.
Ich hoffe, dass wir bis dahin getragen werden. Von dieser Euphorie. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Vorrunde getragen werden. Ich bin gespannt. Aber wenn du allein die Termine in der Bundesliga guckst, Alter, das ist schon so eng getaktet. Das ist schon krank, ey. Ja, der Müller ist halt da vorne der Mann, der ansagt. Der ist die Pressingmaschine, Alter. Wenn der sagt, wir laufen, dann laufen wir. Ja, man hat schon gesehen, dass sie heiß sind, ne? Und wie gesagt, wäre der Levi in Normalform gewesen, wären die Schalker zweistellig nach Hause gegangen. Da hätten wir in der ersten Halbzeit schon 3 mehr gemacht. Können ja mal noch ein Wort zu Schalke verlieren. Ich meine, ich habe es jetzt Absteiger getippt. Ob das so kommen wird, wahrscheinlich nicht. Aber ist schon krass, dass die so untergehen, oder? Also. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten noch Zuschauer im Stadion gehabt. Ich glaube, dann wäre der eine oder andere, vielleicht der Levi, dann auch nochmal ein bisschen gepusht worden. Und dann wären die definitiv zweistellig gegangen, Alter. Das ist schon dann... Ich meine, Schalke ist jetzt nicht unser Gradmesser, wenn man sich den Kader anguckt, aber... Ich bin gespannt auf Bremen-Schalke oder Schalke-Bremen. Ich spiele auf Schalke. Da bin ich echt gespannt, Alter. Das ist schon... Ich hätte den Bremen halt mehr zugetraut. Ich habe nicht gedacht, dass sie wieder unten um Abstieg rumpimmeln, aber... Wegen den Supercup. Ach so, ja, da können wir noch was zu sagen. Ja, das habe ich mir letzte Saison schon gedacht, dass der Wagner noch weitermachen darf. Das ist lächerlich. Aber ich denke, das wird da halt auch um Kohle gehen, Alter. Es geht auf Schalke im Moment nur um Kohle, Alter. Die haben irgendwie immer noch über 200 Mille Verbindlichkeiten. Und wenn du dann den Wagner raushaust, der irgendwie einen Vertrag wieder für 200 Jahre hat, musst du dem wahrscheinlich auch noch 3-4 Mille schieben, die er nicht hat. Da musst du einen neuen Trainer einstellen, der will wieder Gehalt haben, weißt du? Ich denke, deswegen durfte der noch weitermachen. Die Bonuspunkte kann ich ja leider nicht mitnehmen. Ja, wenn du die Bonusfragen nicht gemacht hast, dann schicken wir die mal im Discord. Ich trage die nach, die Bonusfragen für dich. Kein Problem. Wegen Supercup. Ich finde die Diskussion interessant, ob ihr nach Budapest Reise in Quarantäne müsst. Ja, es ist, also ich meine, es wurde so viel verschoben, geändert, getan, gemacht. Wegen Corona. Warum sagt man da nicht einfach, wir verlegen das einfach eben fix? Weißt du? Ob jetzt nach Sevilla, nach München, wo Spanien ist ja auch schon Einreisewarnung. Was weiß ich wohin, ist ja auch wurscht wohin. Aber man hätte ja einfach mal kurzerhand sagen können, wir verlegen das jetzt. Warum machen sie das nicht? Weil sie Zuschauer zugelassen haben. Das ist das ganze Problem. Es dürfen 4500 Bayern-Fans hin. So, und deswegen sagen die jetzt nicht, ja, wir verlegen das, weil dann ist das alles hinfällig. Da müssen sie es wieder zurückzahlen, da müssen sie vielleicht noch Schadensersatz zahlen, was weiß ich, was da alles dranhängt, weißt du? Aber ansonsten ist das natürlich schon bedenklich, dass wir jetzt da in so einen Corona-Hotspot fliegen müssen, da spielen müssen. Und du dann vielleicht auch das Pech hast, so der halbe Kader kriegt erstmal Corona und ist 2 Wochen raus, Alter. Schwierig. Finde ich schwierig. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also die da hinfliegen, die dann wiederkommen. ist schon sehr bedenklich, die ganze Story. Also weiß ich auch nicht, was das soll. Wie gesagt, man hätte das halt einfach verlegen können. Ob da jetzt nochmal ein Spiel Fans, da sind halt bei dem Spiel keine Fans dabei, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Wir sind so lange ohne Fans. Wir sind jetzt auch in München noch ohne Fans. Was auch abzusehen war. Nach den steigenden Zahlen. Ja, wäre doch gut gewesen, Alter. Da muss man doch nicht so ein Hackmack machen. Dass das Spiel stattfindet, finde ich gut. Wie gesagt, ich finde da schon ein bisschen Prestige bei. Ich sehe Sevilla auch nicht so schwach. International sind die immer da. Die können in der Liga so scheiße spielen. International sind die immer da. Schon ein Phänomen. Aber man hätte den Spielort verlegen müssen. Definitiv. Ja, richtig. Es geht um Kohle, Alter. Es geht um Kohle. Aber es ist ja traurig, das organisiert ja die UEFA. Ich meine, selbst die FIFA hat das ja dann eingesehen und hat ihre Sachen abgesagt, verschoben und gemacht und getan. Und warum muss jetzt die UEFA da so drauf beharren, Alter? Weißt du? Ja, definitiv.
Ich mag den zwar nicht, den Rakitic. Aber die haben ihren Spielmacher wieder zurück. Der ist ja von Sevilla auch nach Barca gegangen. Also Sevilla ist so für mich das genaue Gegenteil von allen deutschen Mannschaften international. Weißt du, deutsche Mannschaften spielen in der Bundesliga Hurra-Fußball, reißen sich den Arsch auf teilweise, dann spielen die international und schenken das weg, Alter. Ist egal, wen du da die letzten Jahre nimmst. Ich meine, Leverkusen ist das Paradebeispiel seit Jahren. Gladbach, Alter, komplett enttäuscht letztes Jahr. Die einzigsten waren die Frankfurter, Alter. Die waren genauso. Die haben sich hypen lassen durch den Europacup immer und haben sich den Arsch aufgerissen, haben gut gespielt, haben alles versucht. So, aber alles andere, Alter, schenkt den Europacup ab. Aus deutscher Sicht. Das ist ein Trauerspiel, da kriege ich einen Kackreiz bei. Und Sevilla ist da genau das Gegenteil. Generell alle spanischen Vereine, halt international einfach. Das Athletic Bilbao ist und sonst was, Alter. Die pimmeln in der Liga da irgendwo im Mittelfeld rum und international, da sind die aber da, weißt du? Weiß nicht, warum wir das nicht hinkriegen in der Bundesliga. Keine Ahnung. So ein Unding für mich. Klar, die Dortmunder haben hier konstant guten Dinger. Das ist okay. Leipzig war auch okay, denke ich, Champions League. Aber ansonsten ist das manchmal echt ein Trauerspiel. Gerade Europa League, was wir da abschenken, Alter. Was war da letzte Saison? Was weiß ich. Wolfsburg gegen irgendeinen aus Weißrussland, alle gehen da 3-0 unter und so eine Scheiße. Ey, Leute. Trauerspiel. Nein, gar nicht gut, Alter. Ja, Wolfsburg war doch letztes Jahr auch schon dabei, oder nicht, Europa League? Hast du auch gesehen, die haben auch alles weggeschenkt. Trauerspiel. Oder wenn du dann gegen so einen Ösi-Club, Alter, 3-0 nach Hause gehst. Bitte dich, jetzt nichts gegen Österreich, aber die Bundesliga oder die Vereine, das ist doch Müll, Alter, fußballerisch. Das musst du 3-4-0 nach Hause schießen als deutsche Mannschaft. Junge, das sind nur die kleinen Clubs. Wenn Freiburg oder so, wenn die mal international spielen, die gehen steil. Alles andere, nee, das ist so Reisestress und so und nee, wir bekommen da nicht genug Geld. Wir lassen das mal sein. So habe ich den Eindruck, Alter. Und die Europa League war immer gut besetzt die letzten Jahre. Also zumindest, wenn es zu den K.O.-Spielen geht. Ja, rechne mal die Bayern raus, Alter. Rechne mal die letzten 10 Jahre die Bayern international raus. Würdest du noch wahrscheinlich hinter Frankreich stehen, Alter. Lächerlich. Ja, aber wirklich nicht gut die letzten Jahre. Wie gesagt, die einzigsten waren echt die Frankfurter. Und das eine Jahr war Freiburg oder was drinne, die sich den Arsch aufgerissen haben. Die dann halt einfach irgendwann an ihre Grenzen kamen, weil es halt nicht so eine Mannschaft ist, die da reingehört. Lächerlich. Ja, wer vertritt uns denn überhaupt? Wer ist denn drinne? Dies Jahr ist ja Gladbach. Gladbach ist ja Champions League. Ne? Genau, Gladbach ist Champions League. Da heißt Leverkusen ist Euroleague, Wolfsburg, glaube ich, ne? Und wer war noch? Wen vergessen wir gerade? Muss ich echt nachgucken. Irgendeinen vergesse ich. So. Leverkusen. Hä? Rausgeschiedene Mannschaften. Ist noch gar nicht drin, hier ist 1920, Alter. Pfeifen, ey. Da. Ja, komm, mach einen Adblocker aus, Alter. Mal will ich die Seite schon löschen, Alter. Aber Sevilla ist schon krank, ne? 16 Teilnahmen, 6 Siege, Alter. Insgesamt nehmen 0 Mannschaften dran teil. Ja, super, dass ich einen Adblocker für diese tolle Seite ausgemacht habe. Naja, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir Leverkusen, die da wieder nichts reißen werden. Die Wolfsburger, die da auch nie Bock drauf haben. Und keine Ahnung, wer jetzt Dritter drin war. Eieiei.
Gut, ich glaube, ich bin echt durch mit meinen Themen, ne? Es sei denn, ihr habt noch irgendwas. Abgesehen vom Favre. Messi nächstes Jahr weg. Definitiv. Ich glaube schon. Messi ist auch so eine. Ja, Messi können wir vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Also. Absolutes Trauerspiel von beiden Seiten, muss man sagen, ne? Erstmal, wo ich gehört. Ja, erstmal das, Alter. Wo ich. Alter, jetzt mal ernsthaft. Also bei uns verdienen die Spieler ja bestimmt schon nicht schlecht. Aber habt ihr mal gehört, was der Messi verdient im Jahr bei Barca aktuell? Alter. Ja, der verdient so viel wie unsere halbe Mannschaft, Alter. Das ist Hammer. Das ist krank, Alter. Das geht nicht. Was sollte er bei City kriegen? Das waren auch irgendwie 100 Mille, oder? Nee, das kann nur irgendein Scheich zahlen. Das kann kein anderer zahlen, Alter. Das ist lächerlich. Wie viel verdient Messi im Monat? 5.000 Euro pro Minute. Alter! Leo Messi kassiert für jede Minute Spielzeit 25.000 Euro und ist damit bestbezahlter Fußballer der Welt. Also mit Werbung, Vermarktung und so macht er aber 5.000 Euro pro Minute. Über 100 Millionen im Jahr. So viel verdient Lionel Messi. Das ist so krank, Alter. Hier, Messi wären darin ein fixes, also Messi verdient bei Barca ein fixes Jahreseinkommen in Höhe von 71 Millionen Euro. 85% Gehalt, 15% Imagerechte. Plus einen Unterschriftsbonus in Höhe von 63,5 Millionen Euro zugesprochen. Darüber hinaus erhält er 70 Millionen Euro, sollte er Barcelona vor Ende des Vertrages im Sommer 2021 nicht verlassen. Alter, das ist so krank, ey. Das ist so krank. Nee, aber diese ganze Causa da, oder? War auch lächerlich um Messi. Ist mal ehrlich. Also erstmal, ich meine, wenn man so einen Vertrag hat, dass man sagen kann, man kann nach jeder Saison ablösefrei wechseln, finde ich erstmal okay in dem Alter. Und was er für den Verein geleistet hat. Dass der Verein sich dann so querstellt wegen Corona, fand ich lächerlich. Klar, ging es denen nur um die Kohle, Alter, um nichts anderes, machen wir uns nichts vor. Und ich denke schon, dass sie den Messi nicht mehr umstimmen werden. Ich denke, der wird schon mit Pep klar gemacht haben, so nächstes Jahr komme ich. Ob er noch die Leistung bringt, keine Ahnung, dafür gucke ich Barca zu wenig, Alter. Ich meine, er wird ja auch nicht jünger. Ja, 100 Mille pro Jahr für Unterschrift, das ist so lächerlich, oder? So lächerlich. Ja, ich meine, nötig hat er es nicht. Ich glaube, ich kann den Messi nicht einschätzen. Aber ja, er ist halt so Mr. Barcelona, Alter, ne? Und wie jetzt alle wieder vor ihm kriechen, Alter, ist schon krass. Ist krass zu sehen. Also wie abhängig sich ein Verein von einem Spieler gemacht hat. Ist schon echt heftig. Ich denke auch, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt, wie das geht mit dem Koeman. Koeman, wie man das ausspricht. Er ist ja schon so ein bisschen Magath-mäßig unterwegs, ne? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, guck dir den Kader an vom Barca oder gucken dir an, wie er war. Wenn nicht jetzt, wann dann, Alter?
Definitiv krasser Stürmer, aber Assi-Typ. Ja? Der Suarez. Aber krasser Stürmer. Und der wird auch noch seine Hütten machen. Aber er ist halt auch schon 33, Alter. Ja? Und wird auch das dementsprechende da verdienen. Und wenn du die jetzt loswerden kannst, warum nicht? Ja, dann werde ich mal fragen bei Barca, ob ich jeden Monat 1 Minute spielen darf bei dem Gehalt. Machen wir. Mir würden schon 30 Sekunden reichen. Ach, weniger. Also 1 Minute Spielzeit waren 25.000 Euro, Alter. Mir würden da schon 10 Sekunden reichen. Komm ich klar. Einmal einwechseln, aufs Feld laufen, wieder raus. Bei Messi kaufst du dir den Namen mit. Du hast wahrscheinlich im Trikot verkauft, die halbe Summe in einem Jahr wäre drin. Ja, das ist ja auch immer so ein Gerücht, Alter. Wer war das denn? Der Uli hat das doch mal vorgerechnet gehabt. Also erstmal kriegt er wahrscheinlich schon Messi, genau wie Ronaldo. Weil das war ja damals beim James auch so. Da war doch auch die Diskussion. Ja, der James, der finanziert sich ja von alleine durch Trikotverkäufe. Da wurde das ja mal vorgerechnet, Alter. Das klappt halt auch nicht so, wie es ist. Klar machst du da gewisses Zeug wieder rein. Aber gerade die Spieler haben ja schon, dass sie irgendwie 50% von Trikotverkäufen generell schon mal kassieren. Ja, natürlich ziehst du da mit Sponsoren. Ja, jetzt mal ehrlich, wir müssen nicht darüber reden. Für mich ist Messi auch der beste Spieler der Welt, Alter. Also da kommt auch ein Ronaldo nicht dran. Meiner Meinung nach. Da kommt keiner dran. Also die letzten 10 Jahre, Alter, Messi ist einfach... Es ist ein Trauerspiel, dass er mit Argentinien nie was gewonnen hat, aber... Also... Echt? Siehst du Ronaldo vor Messi? Nee, ich nicht. Auf gar keinen Fall. Der Ronaldo ist für mich so ein... Ja, wie soll man das sagen? Ist nichts Besonderes an dem Typen, weißt du? Messi ist der Talentierte, Ronaldo der Trainierte. Genau. Das meine ich auch. Also Ronaldo ist nichts Besonderes dran. Ronaldo, klar, er reißt sich mega den Arsch auf, hat natürlich Talent und so. Ist da, weil er viel arbeitet, viel macht und tut. Und Messi ist einfach der Geniale, Alter. Weißt du? Der macht halt einfach Dinge, die du nicht erwartest. Also Ronaldo ist mega. Ja, klar. Aber ist jetzt nicht so... Das i-Tüpfelchen fehlt da so. Weißt du, ist jetzt nichts Besonderes. Also für mich ist da Messi klar vorne. Aber Taurus hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Messi ist der Talentierte, Ronaldo der Trainierte. Passt. Ach sicher, Alter. Immer Schlüsselspieler. Ich weiß nicht, ob Messi in City die Stellung packt. Na sicher. Das recht, wenn Guardiola Trainer ist, Alter. Ja, wie gesagt, es gibt auch nichts, was man gegen Ronaldo sagen kann. Gibt es gar nichts. Aber fußballerisch ist Messi für mich da der Gottfaser, Alter. Ist halt einfach so. Aber ist ja immer Geschmackssache und persönliche Meinung. Gerade bei den beiden, da scheiden sich ja eh die Geister. Aber wenn wir die beiden erwähnen, müssen wir natürlich eigentlich noch Zlatan erwähnen. Ne? Zlatan ist eigentlich der Gottfaser. Verstehst du? Zlatan ist eigentlich so, erst Zlatan und dann so 2 Ligen unter ist dann Messi und Ronaldo. Ach, herrlich, ey. Ich mag den Zlatan. Zlatan ist vom Ego und Selbstbewusstsein Gott, Alter. Oder? Der toppt Ronaldo ja um Längen, Alter. Ich bitte dich, ey. Zlatan. Es gibt keinen geileren, ey. Siehst du, da sind wir uns wenigstens einig, dass Zlatan der Beste ist. Zlatan ist der Chuck Norris des Fußballs, Alter. Oder hast du schon mal jemals bei Ronaldo so ein Tor gesehen? So ein Fallrückzieher aus 35 Metern. Alter, ich feier den Typen einfach. Ist so mega, Alter. Oder? So mega. Ich weiß noch, wo er vorgestellt. Wo war das denn? Hat er nicht ein Jahr in den USA gespielt?
Wo er sich da hingesetzt hat in der Pressekonferenz irgendwie, ja, ist kein Thema, ich mache jetzt hier gleich 3 Buden und ich führe euch da zum Sieg und so. Ja, und dann macht er genau das, Alter. Weißt du, der macht das einfach. Ach, herrlich. Ja, Zlatan feiere ich heftig, ey. Ist halt so ein richtiger, ist so ein Typ nach meinem Geschmack, weißt du. Aber das Geile an Zlatan ist halt, er hat die große Fresse und liefert es dann, weißt du. Das ist halt so das Geile. Ach, herrlich, ey. Ja, ich bin gespannt. Wir brauchen auch wieder so Typen, ne? Im Fußball. Das ist der Punkt, genau. Er ist auch so. Er hat die große Fresse und liefert's ab, ey. Aber ist jetzt auch schade. Die gehen alle auf den Zenit zu, ne? Lass mal 2, 3 Jahre ins Land gehen, dann sind die alle weg, Alter. Ja, mega, Alter. Ich sag ja. Zlatan ist mega. Wie er auch sich dann immer selber feiert, ne? Seine Verträge und seine Ankündigungen und so. Ich meine, Ronaldo hat das ja auch eine Zeit lang versucht, aber dagegen ist ja Ronaldo eine Wurst, ey, was das angeht. Ja? Was der Zlatan daraus macht, Alter. Sandro Wagner hätte mit ein bisschen mehr Toren auch einer sein können. Die Fresse hat ja gepasst. Das Schöne am Wagner ist halt, erstmal, ich konnte ihn nie leiden bei uns. Ja? Ich weiß auch nicht, er war irgendwie, war mir nicht so sympathisch. Was ich am Wagner aber mochte oder mag, er hat immer die Wahrheit gesagt, Alter. Das in dem Geschäft. Du hast da nie, der hat nie irgendwie rumgeeiert. Auch das mit dem Löw. Ja, der hat einfach gesagt, was Sache ist, Alter. Es war ihm scheißegal. Vor allem, er war auch so ein Typ, so, was hat er gekriegt, wo er dann bei uns nochmal als Backup war? Irgendwie knapp 2 Mille oder sowas. Er hat gesagt, ist doch alles gut. Ist doch super. Ich habe ausgesorgt. So, ne? Mega der Typ, Alter. Mega. Er hat immer das gesagt, was er meinte. Nie irgendwie so dieses Berechende, was im Fußball so ist. Das muss man mir echt lassen. Und die zweite Phase, wo er bei uns war, war ja auch okay. So die erste Phase, wo er aus der Jugend kam und so, war er einfach eine Wurst, Alter. Aber er hat auch nie aufgegeben, ne? Also das war, er ist ja jetzt nicht mit Talent gesegnet. Der Wagner. Muss man ja auch mal klar sagen. War halt so ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, sag ich mal. Er hat sich dann irgendwann mal, hat er so 2 gute Jahre gehabt. Na? Aber das habe ich gemocht. Er hat immer das gesagt, was Sache ist, Alter. Er hat auch gesagt, ja, ich gehe jetzt immer nach China, um Geld zu vermachen, Alter. Und dann ist gut. Ja. Hör auf, ey, Zlatan. Ich sag ja, bei Zlatan-Buch kannst du Sprüche machen wie bei Chuck Norris, Alter. Ich habe noch ein Thema, Alter. Terodde. Oder? Terodde ist Phänomen, Alter. Egal, den kannst du safe. Letzte einen Tausi drauf setzen können, dass er Torschützenkönig wird in der 2. Liga. Also, sobald er in der 2. Liga spielt, ist das eine Maschine. Oder? Das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Der wird Hamburg auch zum Aufstieg schießen. 100 Pro, Alter. Das ist egal, in welcher Mannschaft er in der 2. Liga spielt. Der knallt da wieder 30 Hütten raus, Alter. Hä? Oder? Das ist ein Phänomen, Alter. Ich weiß halt nicht, woran es scheitert in der 1. Liga. Ich meine, meistens spielt er da nicht mehr, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Alle so, die so aufsteigen dann, oder dann spielt er vielleicht 1, 2 Spiele noch. Und dann spielt er einfach nicht mehr in der 1. Liga. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ganz kurios, Alter. Aber ich das gelesen habe, ja, klar, Terodde gleich wird zugeschlagen, 2 Hütten, Alter. Let's go. Also Hamburg hat da alles richtig gemacht. Wenn ich ein 2-Liga-Club wäre, Alter, ich würde auch alles dran setzen, Terodde zu verpflichten. Das ist einfach so. Krasser Typ, ey. Aber 1. Liga kriegt da nichts geschissen, ne? Bisschen traurig, ey. Aber wie gesagt, meistens spielt er dann irgendwie nicht mehr. Weiß auch nicht. Ja, Hamburg packt das auch mit Terodde. 100 Pro, Alter. Weil der ist einfach ein Phänomen, was das angeht. 2. Liga. Ja, die Hamburger haben sich das auch einfacher vorgestellt, wieder zurückzukommen, ne? Aber ging schon vielen so, die das erste Mal absteigen, Alter.
Ist nicht so einfach, ey. Aber die haben es natürlich auch echt... Ist ja echt schon ein Trauerspiel, ne? Wie die das noch teilweise verkackt haben, Alter. Ist schon... Weiß ich auch nicht. Ja, hoffentlich geht er wieder zum VfL, Alter. Er war ja schon in Bochum. Kommt da ja her. Aber die Bochumer, ich denke, die Bochumer, die können auch um Aufstieg spielen dieses Jahr, glaube ich. Bin gespannt. Ich hoffe, die haben die Kurve gekriegt. So haben sie ja am Ende der letzten Saison. Ich hoffe es. Würde mich freuen über Bochum in der ersten Liga. Klar, steigen die dann auch wieder ab, spätestens im zweiten Jahr, aber mal so mal wieder reinschnuppern. Ist halt so Bielefeld-mäßig, weißt du? Die kommen alle mal hoch, irgendwie 1, 2 Jahre. Mal gucken, ey. Ja, wenn man guckt, was so in der Versenkung ist, ne? Guck dir Lautern an in der 3. Liga, Alter, die werden da wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Krass, ne? Wenn du mal so zurückdenkst mit Otto Rehhagel. Meister vor uns, Alter, als Aufsteiger. Die Saison werde ich auch nicht vergessen, ey. Aber der Rehhagel bei uns war auch ein legendärer, oder? Ja, das hat auch gepasst. Real, keine Aktion dieses Jahr auf dem Markt. Schlechte Idee. Ja, ich meine, noch ist nicht Ende, Alter. Aber die haben halt einfach keine Kohle, ne? Ist halt wie Barca, Alter. Ich meine, wir haben ja im letzten Talk, warst ja nicht da, haben wir ja mal die Bundesliga durchgeklickt, Alter, wo verpflichtet wurde. Da hat ja auch keiner Geld in die Hand genommen. Und das sieht ja überall nicht anders aus. Mal abgesehen so von Chelsea, die irgendwie auf die Kacke hauen. Gut, Liverpool haut jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Kacke. Die haben sich jetzt wahrscheinlich so gedacht, ja, wenn Chelsea das macht, ach, weißt du was, dann hauen wir auch noch mal 100 Meter raus. Asensio, Megatyp, ja, hätte ich auch gerne bei uns gesehen. War ja mal kurzzeitig im Gespräch, den vielleicht auszuleihen oder so. Hat ja nicht geklappt. Aber halt, es hält halt noch alles die Füße so ein bisschen still. Ja, aber der Asensio kannst du ja auch außen hinstellen. Oder so Halbposition, ne? Aber wie gesagt, solange der Müller da ist, du brauchst da nicht irgendwie so einen für die Mitte kaufen, weil der vernichtet den eh. Der Müller ist halt einfach so. Der Van Gaal, der hat das schon richtig gesagt damals. Ja, über Müller. Wenn du Müller kriegen kannst, muss ihn kaufen. Er hätte ja nicht umsonst da über 100 Millionen damals geboten. Wo er bei Manchester war. Ist halt so. Man unterschätzt das immer, ne? Man unterschätzt das halt. Ja, aber auch als Typ, ne? Ja. Klar war das ein Satz. Ja, du brauchst halt so Trainer, ne? Die halt dann auch irgendwie, das fand ich, das war ja, ich meine, Van Gaal war eh legendär bei uns, oder? Ich fand Louis super. Das Firebeast, Alter. Es war so schade, dass wir da nicht den Champions League noch geholt haben. Ich glaube, dann wäre der komplett ausgetickt, der Van Gaal. Dann wäre der nackend über den Marienplatz gelaufen. Aber sonst, der Van Gaal war mega, Alter. Ich fand den echt super. Und der hat halt die Eier gehabt, so, ne? Auch mit dem Badi. Brauchte einfach, ja, das ist der Badstuber, der kommt aus der Amateur, der ist jetzt mal ein Innenverteidiger. Weil der hat einen dicken Fuß. Fertig. Wurde gar nicht diskutiert, Alter, fertig. Bei Müller dasselbe. Hä? Ja, definitiv, Alter. Aber ist auch ein mega Trainer. Klar, vom Typ her ist er so ein bisschen so, ich bin der Gott, was auch okay ist. Deswegen hat er so dann bei uns irgendwann geknallt. Aber Van Gaal hat bei uns definitiv die Weichen gestellt, Alter. Bin ich ganz bei dir. Und vor allen Dingen hat er halt nochmal die Jungen gepusht, ne? Weil er halt einfach die Eier hatte, was bei Bayern ja die wenigsten Trainer haben, muss man ja mal sagen. Du hast ja ganz wenige Trainer, und wir haben immer gute Jugendspieler gehabt, Alter. Wenn du guckst, wo die woanders hingegangen sind und sich durchgesetzt haben. Aber du hast halt selten die Leute gehabt, die Eier hatten. Ja, aber doch auch erst danach.
Die ersten Jahre war doch Holger safe, Alter. Bei uns. Super. Hat auch ein super Eröffnungsspiel gehabt, alles. Die Töchter sitzen war geil. Ja, sag ich ja, ist halt. Ja, sag ich ja, Alter. Das ist vergeil halt. Aber als Trainer mega. Mega Mensch, ey. Und wie gesagt, als Firebeast, ey, ich müsste es eigentlich mal raussuchen. Machen wir mal im nächsten Talk. Die alte Van Gaal-Rede, Alter, auf dem Marienplatz. Alter, Gänsehaut pur, ey. Mega. Das konnte er halt auch, weißt du? Wenn dann Feiern anstand, dann hat der Gas gegeben, Alter. Nicht so wie so, nichts gegen Ottmar oder so, oder die anderen Trainer, die dann so auf dem Rathausbalkon stehen. Ja, alles gut, hallo, wie geht's euch? Und der Van Gaal ist da abgegangen wie ein B-Männchen, Alter. Fand ich mega sympathisch. Hä? Da kannst du dann auch siezen als Tochter. Nee, aber der Van Gaal hat halt echt, da war der so der einzige Trainer, der so die Eier dafür hatte. Ich meine, der Flick hat so ein bisschen jetzt schon mal gemacht mit dem CXC und so, das war aber auch mehr aus der Not geboren, denke ich. Bin gespannt dieses Jahr, ob er da auch die Eier dazu hat. Zu sagen, so, das ist es jetzt, der macht das jetzt und gut ist. Bin gespannt. Würde es mir wünschen auf jeden Fall. Der Van Gaal ist halt quasi der Zlatan als Trainer. Aber stell dir mal den Zlatan als Trainer vor, Alter. Also wenn der Trainer wird, das wird legendär, Alter. Da wird ein Sprüchefeuerwerk kommen, Alter. Ich bin gespannt, ey. Ja, und der Hoeneß jetzt in Hoffenheim. Ich habe ja, was haben wir mit dem letzten Talk? Ich weiß gar nicht, ob die Hoffenheimer da mit auf dem Zettel hatte. Aber so als Überraschung der Saison könnte das natürlich auch noch passieren. Weil er hat ja bei uns einen mega Job gemacht da in der dritten Liga. Und unsere zweite Mannschaft wird es richtig schwer haben dieses Jahr in der dritten Liga. So viel wie verliehen wurde und abgegeben wurde. Bin gespannt, ey. Gut, aber ich denke, wir kommen jetzt zum Ende. Ich muss jetzt gleich essen. Oh, ich möchte gleich essen. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, das erste Spiel hat er schon mal gewonnen, oder nicht? Aber jetzt guck doch jetzt mal ehrlich, wenn du die Chance hast, aus der dritten Liga direkt in die Bundesliga zu gehen, welcher Trainer hat denn die Chance? Guck dir mal an, wie viele Trainer irgendwo rumpimmeln, Alter. Na? Also musst du nutzen. Ich hätte es auch genutzt, Alter. Das kann man schon verstehen. Wäre jetzt bei Bayern geblieben, keine Ahnung, die zweite Saison, guck dir an, wer alles gegangen ist, wer weggegeben, unsere Saison wird richtig schwer. Bin gespannt, kann halt gut sein, dass wir nur gegen den Abstieg spielen. So, dann wäre er wieder wäre er wieder weg gewesen. Weißt du? Von den Zetteln. Oh ja, ist ja jetzt nichts Besonderes, jetzt spielt er um Abstieg. So, und so war halt so, BÄM, Alter, wir sind mal Meister geworden in der dritten Liga. Als Aufsteiger, yeah. Wen haben wir das zu verdanken? Ja. Warum nicht? Die Tür wird ja nie zu sein. Soll er sich jetzt irgendwo nicht durchsetzen können und pimmelt irgendwo 2, 3 Jahre rum, ja, dann kommt er zurück als Jugendtrainer. Wäre ja gar nicht das Problem. Schon okay. Die Frage wird halt sein, wer als Coach kommt für die dritte Mannschaft, ne? Das ist noch so ein Thema. Ich meine, das hat jetzt erst wieder der Jugendleiter da übernommen. Was aber auch keine Dauerlösung ist. Bin gespannt. Scholl wäre natürlich mega, aber der Mehmet, ich weiß nicht. Und der Batista Meyer hat doch schon eingeschlagen in Holland. Er hat doch schon jetzt das zweite Spiel gut gespielt. Naja, komm, der Fried der war schon eine Maschine da, Alter. Ha? Der war schon der Levi da unten. Ja, du hast jetzt wieder viele neue, die Luft reinschnuppern, so. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie es wird. Ja, Seize, genau. Echt, ich liebe den Mehmet. Ich habe ihn schon als Spieler geliebt.
Ich mag halt seine Sprüche, auch die Art halt einfach, weißt du? Die Art Mensch, die er ist. Die feiere ich. Und der war auch super erfolgreich, wo er die Mannschaft, die dritte Mannschaft damals trainiert hatte. Ist halt auch so ein Unbequemer, weißt du? Der immer so sagt, was er denkt. Ob das jetzt passt oder nicht, Alter. Das ist halt so. So war der Scholl immer. Der Scholl war auch immer einer der wenigen, der sich mit dem Uli angelegt hat. Das war ihm auch egal. Ich habe den gefeiert, den Mehmet. Ich finde das schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Naja, schauen wir mal. Gut, ich mache jetzt Feierabend, Leute. Es duftet schon, ich habe Hunger. Ja, das war es auf jeden Fall, der zweite Talk. Wir sehen uns nächsten Sonntag definitiv wieder. Da haben wir ja, glaube ich, sogar... Oh, nee, wir spielen ja erst Sonntag, ne? Wir spielen ja Donnerstag, haben wir nur den Donnerstag zu besprechen. Ja, ich komme nach dem Essen wieder. Nach dem Essen sehr ja mal ein bisschen ins Mittelalter stiefeln. Aber ansonsten danke ich erstmal, die da waren. Vor allem Rico und Mara, die ein bisschen aktiver waren. Taurus hat ja auch zwischendurch was rausgehauen. Auf YouTube, das ist ja schnell verstummt hier. Von der Verwandtschaft. Das ist ja ein Trauerspiel, da müssen wir noch dran arbeiten. Und dann geht's los, ey. Gut, Leute. Ich hau euch trotzdem noch ganz kurz einen Endscreen rein, nur so der Vollständigkeit halber nochmal die Allianz Arena von innen. Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wir gucken mal nächste Woche. Und ich denke mal so im Laufe der Talks holen wir dann auch mal hier einen mit in den Discord rein. Dann könnt ihr euch, müsst ihr nicht so viel Tipps haben. Dann wird es ein bisschen interessanter. Live-Bild, ja, na sicher, Alter. Das ist mal eine private Webcam im Stadion. Was ist denn los? Gut, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus an euch. Und auch an alle anderen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn ihr Bock habt. In diesem Sinne, haut rein. Bis nächsten Sonntag.